Bei SOS Sick of Silence kommen junge Menschen zu Wort, die vom Schicksal ausbremst worden sind. Es getrauen sich nicht alle offen über ihr Schicksal zu reden. Wir geben aber diesen Menschen eine Stimme. Ihre Geschichte wird von einem Schauspieler erzählt. Das ist die Geschichte von Natalia. Sie ist 26. Also ich habe dir ja schon geschrieben, dass ich mega Mühe habe mit Angstzuständen, Panikattacken etc. Und das hat eigentlich schon in der Pubertät angefangen, also so mit 14. Und ich habe eigentlich genau gewusst, dass das wegen meiner Kindheit ist. Also es ist eben so, meine Mami ist mit 13 auf der Straße gelandet und hat sich selber prostituiert, hat Drogen genommen, hat dann meinen Vater kennengelernt, eine Nacht. Also sie haben einmal etwas miteinander gehabt und dort bin ich entstanden. Und meine Schwester eigentlich genau gleich, also wir sind Halbschwestern. Ja, und dadurch sind wir dann bei meiner Mutter aufgewachsen und haben unsere Väter am Anfang eigentlich nicht gekannt. Und unsere Mutter ist oft so völlig verladen auf Heroin oder andere Drogen herumgelegen. Und wir mussten schon sehr früh Verantwortung übernehmen und ja, zum Beispiel alleine in den Kindergarten und so weiter. Und also die schlimmen Erlebnisse waren, sie hat natürlich zwischendurch einen Freier oder einen Freund, der auch drogenabhängig und gewaltbereit war. Und dann haben sie amigs neben uns Geschlechtsverkehr gehabt. Also wahrscheinlich schon, als wir ganz klein waren, aber als ich mich dann so mag erinnere, so mit 5, 6. Und sie haben natürlich gedacht, wir schnallen das nicht. Und meine Schwester, sie war ein Jahr jünger, sie hat es wirklich nicht verstanden. Aber ich habe natürlich genau gemerkt, was da vor sich geht. Und auch wenn ich es nicht einordnen konnte, was das soll. Also ich bin viel dazwischen gerannt und habe einfach gedacht, die macht meiner Mutter irgendetwas. Sie haben vor uns Drogen gespritzt. Sie waren sehr gewalttätig, haben sich gegenseitig verschlagen, sind auch auf uns los. Also wenn meine Mutter hässlich war, dann ist sie uns nachgerannt und wir haben versucht, uns zu verstecken. Weil sie hat mega viel Kraft gehabt, wenn sie unter Drogen gestanden ist. Und wir haben uns dann zum Beispiel unter dem Bett versteckt. Also sie war nämlich so betrunken und verladen, dass sie uns dann nicht verwirrt hat, wenn wir uns versteckt haben. Und dann haben wir teilweise stundenlang unter dem Bett ausharren. Also sie hat uns auch die Stege runtergerührt. Und also, wir waren schon als Kind viel im Spital, weil so Sachen passiert sind. Und dann haben wir immer lügen, wieso dass wir so Wunder haben. Und sie hat das nicht so geschnallt. Also sie war sich dem nicht so bewusst gewesen, weil sie halt einfach unter diesen Drogen gestanden ist. Und wenn sie dann mal wieder nüchtern war, dann hat sie wieder versucht, alles richtig zu machen. Und ja, also sie hat nicht von Grund auf gefunden, Scheiß auf die Kinder, sondern sie war einfach überfordert mit dieser ganzen Drogensituation. Also wir mussten auch für sie klauen, weil sie einfach das ganze Geld versoffen hat. Und dann ist das so weitergegangen mit sexuellem Missbrauch. An das mag ich mich zum Glück nicht mehr so erinnern. Meine Erinnerungen sind alle so 5, 6. Alles, was ich noch weiss, ist, dass ihr Freund damals in die Dusche hineingekommen ist. Aber mehr weiss ich eigentlich auch nicht mehr. Die Mami hat immer gesperrt, weil sie hat natürlich schon gemerkt, dass sie uns nicht gerecht wird in dem Sinn. Also wir waren zeitweise auch wirklich schlecht ernährt. Und weißt du, das Schlimmste ist, das passiert mitten in der Schweiz. Und die Leute rundherum haben das natürlich genau geschnallt. Also die haben ja auch gemerkt, wie es diesen Kindern geht. Im Winter mit Löchern in den Hosen, mit Sandalen in die Schule kommen. Aber wie es halt so ist, jeder schaut weg. Mein Vater behauptet heute, er hat immer versucht, mich zu sich zu holen, aber meine Mutter hat gesperrt, hat den Kontakt verboten. Und
Er hat es dann schlussendlich auch geschafft, also, wo meine Mutter den kompletten Zusammenbruch hatte und wir in der weggenommen worden sind und sie dann in die Psychiatrie ist. Also ich mag mich nur noch erinnern, ich bin am Morgen aufgestanden mit meiner Schwester und dann ist sie einfach in der Stube gesessen und hat gebrüllt und wir sind gar nicht drauf gekommen, was da eigentlich abgeht. Und ja, mein Vater ist mich dann holen und er ist wie fremd für mich gewesen. Ja, ich bin dann gerade zu ihm gekommen und das war für mich ein mega schlimmes, einschneidendes Erlebnis gewesen, weil also meine Schwester ist für mich heute noch mein wichtigstes Familienmitglied und weil ihr Vater zu dieser Zeit auch nicht so gut unterwegs war, ist sie dann in die Pflegefamilie gekommen und ich bin zu meinem Vater gekommen. Und wir haben das überhaupt nicht verstanden. Also, wir sind auch überhaupt nicht drauf gekommen, was ist mit meiner Mami. Sie ist dann in die Psychiatrie, hat einen Entzug gemacht und ich bin plötzlich bei meinem Vater, neue Schule, neue Umgebung. Es war einfach alles anders. Ja, und meine Mutter hat dann immer wieder in die Psychiatrie müssen, über all die Jahre. Also sie ist Borderliner und einfach all die Süchte. Mein Vater ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Und im Hintergrund hat eben auch er mit Alkohol Probleme gehabt. Nach außen haben alle gefunden, hey, du hast das grosse Los gezogen. Dein Vater hat Geld, dein Vater hat Ansehen. Und das ist auch so. Also, mein Vater ist sehr ein guter Mann und ich kann ihm in vielen Situationen sicher, also in vielen Situationen hat er mich sicher gerettet. Und was einfach niemand gewusst hat, ist, dass er ein sehr schweres Alkoholproblem hatte und auch heute noch. Und dass hinter der Tür vieles anders ausgesehen hat, als es gegen aussen gewirkt hat. Ich bin daheim sehr getrimmt worden. Mit Noten, mit Ansehen und ich bin ja von einer ganz anderen Welt gekommen. Also zuerst Drogen, keiner macht mit dir aufzugehen, du kommst fast nichts zu essen über und dann in die völlig andere Welt. Du musst mit an Geschäftsessen, mit all diesen Schlipsträgern. Und ich habe das als Kind gar nicht zusammengebracht. Also, ich bin mega getrimmt worden, dass ich richtig am Tisch sitze. Und mein Vater hat mir schon immer zu verstehen gegeben, deine Mutter ist Abschaum. Du darfst nicht so werden wie sie. Du gehörst jetzt zu dieser Familie und diese Familie ist viel besser. Und wenn er dann am Abend heimgekommen ist, war er oft so betrunken, dass er viel umgekehrt ist oder dass er in einer Bar hängen geblieben ist. Und seine Mutter, also meine Großmutter, sie hat ihm geholfen, auf mich zu schauen. Und also sie war so etwas wie meine Hauptperson. Sie war eigentlich meine Mami. Und dann hat sie viel angerufen, wo ist der Papi? Ist der Papi daheim? Und wenn er nicht daheim war, bin ich mit 7 dann ins Dorf gezotelt, am Morgen um 2 und habe meinen Vater gesucht in der Beize und habe ihm dann einen Stock besoffen heimgebracht. Am Morgen ist er dann wieder aufgestanden und alles nichts dergleichen da. Er hat natürlich von dem allem nichts mehr gewusst und am Abend war es wieder die komplette Katastrophe. Also er ist viel auch aggressiv geworden. Also er hat mich jetzt nicht geschlagen in dem Sinn, aber einfach psychisch sehr unter Druck gesetzt, gerade mit Noten. Und wenn ich unter einem Fünfer hatte, konnte ich erst gar nicht heimkommen. Also ich musste stundenlang lernen. Und mein Vater ist einfach ein Mensch, der sehr Eindruck macht. Also er macht dir richtig Angst. Also er ist wirklich ein sehr guter, aber er hat so eine Seite, die dir einfach extrem Respekt einflößt. Und darum hatte ich dann immer Angst und habe als Kind unter dem Druck sehr gelitten. Weil ich teils einfach die Noten nicht liefern konnte, weil ich das
nicht gekannt habe von klein. Also ich bin mir das nicht gewöhnt gewesen, dass man her sitzt und lernt. Das hat unsere Mutter nie mit uns gemacht. Und mein Vater hat also weiter gekifft und getrunken und das hat dann auch so Wirkungen gehabt, dass er wie schizophren geworden ist. Ich musste dann auch mit meiner Großmutter Alkflaschen verschwinden lassen. Also immer am Mittwochnachmittag haben wir Flaschen gepackt in 2, 3, 4 Säcke, damit man es nicht sieht. Und dann haben wir bei der Abgabestelle gewartet, bis keine Leute mehr herum hatten. Und dann ist das entsorgt worden. Also ich durfte auch nicht gross abmachen mit anderen Kindern. Ich durfte auch keine Freundinnen heimbringen, weil sonst aufgefallen wäre, wie mein Vater unterwegs ist am Abend. Und mein Vater hat immer gesagt, okay, du kannst abmachen, du kannst zu denen schlafen, aber es kommt niemand an. Aber das wollte ich dann auch nicht, weil ich gewusst habe, mein Vater geht etwa die am Abend, wenn er betrunken ist. Und ich habe mir einfach immer Sorgen gemacht. Es ist irgendwann so geworden, er hat das Gefühl, ich werde wie meine Mami und fange an Drogen nehmen. Mitten in der Nacht in mein Zimmer eingesäckelt, hat mein Zimmer durchsucht, hat mein Tagebuch gelesen. Also meine Großmutter hat dann auch irgendwann mitgemacht, weil mein Vater sie angesteckt hat mit dem. Nächtelang musste ich ansitzen vor ihm, ihm in die Augen starren, weil er das Gefühl hatte, er finde heraus, was mein Geheimnis sei, wenn er mich so anschaut. Dort musste ich dann auch eine Lehre anfangen, als Krankenschwester, also als VG. Das heisst, ich muss eine gute Ausbildung machen. Ich bin dort hineingezwängt worden und musste dann um 5 Uhr aufstehen. Aber das war nicht möglich, weil mein Vater immer reingesäckelt ist, wenn ich schlafen musste. Schlussendlich bin ich dann ohne Schlaf in die Lehre gegangen. Dort hat es dann auch wirklich angefangen mit diesen Panikattacken. Weil ich einfach unter dem enormen Leistungsdruck gestanden bin, dass ich am Morgen nicht mehr in den Zug einsteigen konnte. Und ich hatte immer Angst, in Ohnmacht zu fallen. Aber ich hatte den mit der Maske schon so gut drauf, dass die im Spital das gar nicht gemerkt haben. Ich bin sehr viel krank geworden. Ich habe viele chronische Krankheiten entwickelt. Also, ich habe schwere Herzrhythmusstörungen. Ich habe sehr schlimme Allergien. Im Sommer kann ich eigentlich gar nicht zum Haus aus. Ich hatte einen Hirntumor, den man operieren wollte, wo ich mich geweigert habe, der dann wieder verschwunden ist. Die Ärzte finden bis heute, ich sei ein Phänomen. Weil sie hätten mir eigentlich die Schädeldecke aufmachen. Im Darm hatte ich jenste Polypen. Also, lauter so Sachen sind immer wieder aufgetaucht. Völlig absurd eigentlich in meinem Alter. Ich bin jetzt 26 und ich bin überzeugt davon, dass sehr vieles von dem auch psychisch bedingt ist. Ich bin mit 15 dann auf die Notfallstation gearbeitet. Und ich war selber total nicht stabil. Du musst diesen Anforderungen gerecht werden, die Heime alles unter Kontrolle haben, schlafst nächtelang nicht. Aber es ist gar nicht zur Debatte gestanden, dass ich diese Lehre nicht arbeiten könnte. Es war schon eine riesige Chance, dass ich die Gimmi-Prüfung verhauen habe. Aber der Witz ist, was bis heute niemand weiss, dass ich die Gimmi-Prüfung mit Absicht verhauen habe, weil ich einfach das Gimmi nicht machen wollte.